Ich bin da jetzt in Barcelona, direkt auf der Plaza de Catalunya im Zentrum von der Stadt. Und zwar aus dem Grund, weil es in Spanien eine sehr interessante Sprachsituation gibt. Es gibt nicht nur das, was wir als Espanol, als Spanisch bezeichnen, was eigentlich die Sprache von Kastilien ist, sondern es gibt mehrere große Regionalsprachen. Von denen ist das wichtigste, die größte, das Katalanisch, was da in der Region um Barcelona in Katalonien gesprochen wird. Insgesamt gibt es da ca. 10 Millionen Leute, die die Sprache sprechen. Und wir werden jetzt schauen, dass wir da in Barcelona ein bisschen mehr über die Sprachsituation da herausfinden. Da drüben ist übrigens, fängt gleich die Rambla an, das bekannteste Touristenzentrum von Barcelona. Und auf der anderen Seite von der Plaza ist die Libreria Catalonia, wo wir jetzt hinschauen werden. Eine Bücherei, die auf Literatur in Katalan spezialisiert ist. Und da haben wir jetzt ein Interview mit dem Geschäftsführer von dort. Mal schauen, was uns der Interessantes zum Sagen hat. En catalán hay una producción importante de libros. Además, debéis tener en cuenta que aquí la enseñanza en las escuelas es íntegramente en catalán. Entonces esto hace, por ejemplo, que los libros infantiles prácticamente sean más abundantes los libros en catalán que los libros en castellano. Como por ejemplo, a ver, aquí lo tenemos clasificado desde los más pequeños, es decir, por edades. Aquí apenas saben leer, entonces la mayoría de estas colecciones son en catalán y algunas de ellas también en castellano. Animals del mar, el circ, o estos de aquí, Mama Coll, el cirerer, Ernest, l'Astrònom, todo esto son libros en catalán. A ver, de libros nuevos por año hay muchísimos. Yo creo que salen 6 o 7 mil títulos nuevos al año, sea de periodísticos, sea de cocina, o sea las novedades de los principales escritores de novela en catalán, ¿no? Como son pues Ferran Torrent, como Quim Monzó, Sergi Pàmies, Isabel Clara Simó, Vicenç Villatoro. Hay muchísimos. En nuestra sección de literatura hay una buena parte que es exclusivamente novela original en catalán. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Haruki Murakami en catalán, Kafka a la platja en castellano, Kafka en la orilla. La suite francesa en catalán, la suite francesa en castellano. Marley y yo en catalán, John Grisham, Marley y yo en castellano. Claro, estos son traducciones que el original estará escrito en inglés, en francés o en el idioma que sea. Cuando sale aquí, pues sale simultáneamente la edición en catalán y en castellano. Esta es la última novedad de Paul Auster, está en catalán y en castellano. En catalán se llama La petita historia dels tractors en ucraïnès, y en cambio en castellano se llama Los amores de Nikolai. A ver, hay muchos lectores que prefieren a la hora de leer un libro leerlo en catalán. Es decir, en catalán no hay solo la producción en catalán que hacen los autores catalanes, sino que también y cada vez más los autores internacionales salen simultáneamente traducidos al catalán y al castellano. En otras secciones, como puede ser la sección de libros de empresa, en general los libros son casi todos en lengua castellana, en español, pero algunos que tienen un éxito especialmente importante, entonces son traducidos al catalán. Es el caso, por ejemplo, de La buena suerte, que ha salido también en catalán. Este es La bona sort, o el clásico de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es este libro, que también ha salido la edición en catalán, que es Qui s'ha endut el meu formatge. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente.
Ja, also die offizielle Sprache der Universität Barcelona ist das Katalanische. Natürlich werden auch viele Vorlesungen auf Spanisch gehalten, aber trotzdem die wichtigste Sprache ist nämlich das Katalanische. Und wie ist das eigentlich im Schulsystem vor der Uni in Katalonien? Gut, im Schulsystem ist im Prinzip die einzige Verkehrssprache in der Schule das Katalanische. Das heißt, in jeder Schule. Also das ist Gesetz. Und dieser Ausbau, der jetzt existiert in Katalonien, das war nicht immer so. Das ist eigentlich, es hat so eine Art Renaissance jetzt gegeben in den letzten Jahrzehnten. Ja, also natürlich im Mittelalter war es kein Problem. Also das war die Sprache des alten Königreichs Aragon, das Katalanische. Gut, dann also ist die Sache anders gegangen und man spricht bei uns von einem Untergang schon seit Anfang des 16. Jahrhunderts aus sozialen, wirtschaftlichen, auch politischen Gründen. Dann natürlich, also man darf nicht vergessen, dass Katalonien den spanischen Erbfolgekrieg verloren hat und seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Katalanische verboten, wurde das Spanische, das Kastilische mit Zwang eingeführt, aber dann also seit Anfang des 19. Jahrhunderts es ist zu einer sogenannten Renaissance oder Wiedergeburt gekommen. Gut, und dann also Sie kennen schon ausführlich die Geschichte, also 2 Diktaturen am Anfang des 20. Jahrhunderts, da kam der Frankismus, aber trotzdem, das Katalanische hat sich erhalten als lebendige Sprache und ich komme wieder zurück zu diesem Wille. Also hier bei uns, also einfach der Wille zur Sprache, der Wille als ein eigenständiges Kulturvolk weiterzuleben. Und das ist nämlich der wichtigste Unterschied. Ja, in dieser Hinsicht, ich würde gerne hinzufügen, natürlich, also das ist ja immer ganz relativ und das kommt darauf an, aber denken wir zum Beispiel an das Zwischendeutsch. An das Zwischendeutsch, also an das Deutsche, das in der Schweiz gesprochen wird. Schweizerdeutsch, ja. Zwischendeutsch, gell? Gut, also in der Schweiz, also man hat einen Staat. Und trotzdem, also die sind nie einfach auf die Idee gekommen, aus diesem Zwischendeutsch eine eigenständige Sprache auszubauen. Ja, in Österreich ist es so ähnlich. Ja, das ist ja immer so ähnlich. In Bayern, naja, natürlich, also die reden immer noch bayerisch und das scheint mir also sehr gut und fantastisch, aber die haben sich einfach nie vorgeschlagen, also aus dem Bayerischen eine eigenständige Sprache zu machen, im Unterschied zum Preußischen, zum Hochdeutsch.